Gefahr wird gesichert. Drohne steht bereit. Sie haben die Führung übernommen. Drohne nähert sich. Verbündete. Salut zusammen, das ist drauf und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Diamonds Are Forever. Heute mit der Tag 45 Pistole Secondary semi-automatisch. Ja, die Waffe kommen wir zum Magazin. Das sieht wie folgt aus, und zwar 10 Schuss im normalen und 13 Schuss Extended Mags. Das verstehe ich nicht ganz, warum dass sie im Extended Mags uns nur 3 Schuss mehr geben. Also ein bisschen mehr hätten sie uns ohne weiteres geben können, sagen wir mal 15 oder so. Also 3 Schuss mehr, ja, gut. Und Max Damage, noch schnell zum Magazin, genau, das ist eigentlich das kleinste. Bis auf die Executioner, die hat noch ein bisschen weniger Schüsse, aber sonst ist es das kleinste von allen Pistolen. Und jetzt der Max Damage, 55 und Min Damage 19. Rounds per Minute ist sie nicht ganz so schnell, ist mit 515. Zweitlangsamste neben der Executioner, aber ja, die Waffe sticht sowieso in allen Negativpunkten jede andere Waffe aus. Und sonst, Tag 45 hat auch einen Two-Shot-Kill-Range, und zwar 32 Meter, das hat mich jetzt noch erstaunt, weil 32 Meter, das ist eigentlich noch relativ weit. 3-Shot-Kill, 61 Meter, 4 Schuss auf 79, 5 Schuss auf 100 und 6 Schuss ist dann endlos. Movement Speed ist wie bei allen Pistolen 100% und der Hip Spread, also von der Hüfte sprayen, geht auch sehr gut. Wie bei allen Pistolen, ja gut, auch bis auf die Executioner, aber wie gesagt. Dann nachladen, da hat sie eine Top-Position, da hat sie 1,45 Sekunden, da ist sie genau gleich schnell wie Cap 40, nicht 45, Tag 45, genau. Hat aber eben nicht so ein grosses Magazin. Wir erinnern uns, das heisst, wenn man mehrere Gegner hat auf mittlere Distanz, sagen wir jetzt mal mit 5 Schüssen, dann hat man 2 Gegner und dann muss man nachladen. Von dem her ist es ganz in Ordnung, wenn es ein bisschen schneller geht. Eben 1,45 mit der Cap 40 Topwert. Und im Hintergrundclip spiele ich sie, glaube ich, mit Extended Mags. Wahrscheinlich habe ich die Statistik noch nicht kennt. Weil eben für 3 Schüsse würde ich eigentlich ein anderes Attachment nehmen. Was ich sicher auch gebraucht habe, ist Long Barrel, und ich spiele hier Hardcore. Ich habe alle Waffen, also alle Pistolen, sollte man eigentlich sagen, in Core gelevelt, sprich alle Headshots dort gemacht. Und was mir aufgefallen ist, dass sie ein bisschen stärker ist als die 5.7. Klar, die 5.7 hat auch einen Two-Shot-Kill-Range auf 7 Meter, das ist eher kurz. Und Tag 45 32 Meter, also irgendetwas dort muss ich ein bisschen mehr Power haben. Obwohl die Schadenstatistik bei beiden genau gleich ist, eben mit 55 Max und 19 Min. Und was soll ich sagen? Genau, beim Spielen ist mir aufgefallen, auch im Vergleich zu der 5.7, ich schiesse Long Range viel lieber mit der 5.7, weil die hat einfach ein bisschen Recoil, es geht ein bisschen nach oben. Und Tag 45 hat ein bisschen mehr Recoil, und das ist mir auch schon passiert, dass ich dann die Gegner irgendwie, wenn ich auf den Kopf gezielt habe, logischerweise dann irgendwie nicht ganz so genau bin und zum Teil sogar der Gegner ein bisschen verschwindet hinter meinen Sights. Aber alles in allem ist sie wirklich eine sehr gute Waffe. Man kann sie, wie gesagt, eigentlich, also die Rounds per Minute sind nicht ganz so schnell, und man kann sie, die 515 Rounds per Minute, die kann man wirklich so schnell spielen. Das geht ohne weiteres. Alles in allem, ja, eine gute Waffe ist jetzt nicht meine Lieblings-Secondary, eben ein bisschen wegen dem Recoil, wo ja, das Zielen ein bisschen schwieriger macht auf Long Range, und ich habe halt immer so ein bisschen die Angewohnheit, dass ich schaue, dass zwischen mir und meinem Gegner oder meinen Gegner immer ein bisschen mehr Platz ist. Und jetzt kommen wir dann da gerade zu den letzten 2 Kills, die mir vorbeisäckeln, und ich zu meiner Skrupellos-Medaille. Und das sind, glaube ich, bis auf Blitzschlag, der jetzt folgt, sind das dann meine letzten Kills gewesen. Und das Game ist fertig, und somit ist auch das Commentary fertig. Viel mehr habe ich nämlich über die Waffe nicht mehr zu erzählen. Sie ist gut, probiert sie aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heisst Diamonds Are Forever oder was auch immer von mir wieder kommt. Schönen zusammen, bis zum nächsten Mal.